Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Ich wollte gerade nochmal checken, ob wir genug Geld haben für tolle Sachen. Aber ich habe mir auch noch einen Orb gekriegt in der letzten Episode vom Tiger. Und dann gucken wir da mal. Wenn überhaupt so erneuert wäre, Ackermann. Die Lanze auf jeden Fall. Aus Zentaurenlanze wird Morpheus-Lanze, aus Insektenbeil wird Schleimbeil. Aus Insektenteller wird Giftschleuder. Nicht schlecht. Okay. Gerade mal checken, was habe ich denn derzeit ausgerüstet? Juwele-Speer. Okay, soweit so gut. 75, 83. Nehmen wir da erstmal die Morpheus-Lanze. Merkwürdig ist nur, dass die Giftschleuder wie es Swastika aussieht. Ich weiß nicht, ob das so wirklich beabsichtigt war, weil im asiatischen Raum bedeutet es Swastika doch ein bisschen was anderes als in unserem Raum. Von daher in Japan oder generell in Asien heiliges Symbol, bei uns eher Igidigit. Moment, ich lasse gerade mit was anderes ausrüsten. Und, okay. Jetzt sieht es wieder ein bisschen anders aus, das Teil. So, jetzt kümmern wir uns um die Zombie-Füchse. Oh, vergift ich die gerade mit meiner Morpheus-Lanze? Oder macht sie das mit ihrem Boomerang? Zombie-Fuchs ist erledigt, eindeutig. Und da haben wir Level 4 mit der Lanze. Lanze, nicht Speer. Und nimm das, Dark Ninja. Sehr schön. Da gehen wir jetzt mal vorbei. Da ging es hoch zum kuschelige Tiger. Und da können wir jetzt weiter marschieren. Okay, neues Gebiet, neues Glück. Da ohne geht's nirgendwo hier. Hier stoßen wir heroisch die Portale auf. Ist bewusstlos und vergiftet. Also Annie von der Waffe vergiftet auf jeden Fall und Annie macht bewusstlos. Okay. Jetzt habe ich es rausgefunden. Der Boomerang macht bewusstlos und die Lanze vergiftet. Andersrum. Yes, ist erleid. Die Lanze macht bewusstlos und der Boomerang vergiftet die Viecher. Sehr schön. Gretels Waffe-Level ist gestiegen. Die Klaue erreicht Level 5. Wollen wir doch gleich im Molach einstellen, das Ganze. So, sehr schön. So sind noch Grabscher. Gretel erreicht außerdem auch noch Level 38. Genauso wie der Ackermann. Und... Oh, Mädel. Jetzt hat die noch ihre Aufladung hier vorher verschlammt. Helga erreicht Level 38. Ach, sehr schön. Und der Grab scheinbar mal bewusstlos geschlagen, wie es aussieht. Hauptredel, zeigt mir eine neue Technik. Ja, cool sieht es ja schon aus, diese Kampfmoves. Grabscher ist bewusstlos. Und in dem Zustand offensichtlich auch nicht angreifbar. Na egal. Jetzt kommt ein neuer Endgegner. Oh, ein neuer Minotaurus. Schlammbombe Level 8. Ach, glücklicherweise zieht es nichts ab. Gretel ist bewusstlos. Nimm das, grässlicher Unhold. Scheiße. Ist aber nicht so gut. Ich gebe aber mal lieber Schokolade zu essen, so aus die Entfernung einfach in die Gosch reingeworfen. Steingas. Gretel ist erstarrt. Das klingt aber nicht so gut. Sollte man sie lieber mal heilen wieder aus dem Zustand. Boah, alter Latz. Lass doch mal endlich von der Gretel ab. Die soll sich mal vor allem heilen. Und dann hätte ich ganz gern, dass er mal mit Elektra drüber guckt. Glutbulle hieß da. Okay, Glutbulle wird jetzt mal analysiert erst einmal. Und... So, jetzt muss ich auf die Texte achten. Für Elektra ist er auffällig. Okay, sehr schön. Das ist deine Chance.
haut dem Vieh doch mal einen Blitzschlag um die Fresse. Aber klar, wenn der Erdzauber verwendet, dann ist er eher für das entgegengesetzte Element Wind fällig. Gretel ist hinüber. Das lese ich aber nicht so gern. Zum Glück haben wir noch 4 Wässerler. Und gleich mal die Gretel erstarrt gelost. Das ist doch auch ein Sausack hier. Warum mal? Meine Fresse. Okay. Gretel. Ne, Moment. Erstmal ein Blitzschlag, dann Gretel. Heil uns doch mal. Gib uns mal alle so schönes Kraftwasser. Level 1. Das ist halt wirklich... Du merkst mir jetzt, dass ich die Zauber hätte skillen sollen. Ich hoffe, wir können hier die Zauber ein bisschen besser aufmotzen. Und die Gretel kann nochmal einen Heilzauber drüber schmeißen, weil Froster verwendet die auf jeden Fall am häufigsten. Deswegen sind wir doch schon bei Level 3. Okay, gucken wir mal, wie der Orkanschub aussieht. Weil der kostet ein bisschen weniger. Und... Nee, der zieht erheblich weniger ab. Okay, der Ackermann ist erstmal bewusstlos. Deswegen... Mist, der ist nicht nur genug dran zum Zieler. Nee. Da müssen wir weiter noch runtergehen. Und wieder auf der Ackermann drauf. Jetzt macht er noch Schutzaura auf sich, der Hansel. Und so rum. Wird ein Schuh draus. Mädels, ihr solltet dem Vieh besser aus dem Weg gehen. Okay. Und Scheiße, die ist ja noch voll reingerannt. Jetzt macht sie zumindest den Karate-Move bei dem Vieh. Und Heinz ist bewusstlos. Na klasse. Okay. Puh, das war gut, der Move. Gerade nochmal geswitcht. Das war echt nicht schlecht. Und als ich dann auf die Gretel gewechselt habe, habe ich noch die Attacke hochkommen lassen. Gretels Zauberlevel ist wieder gesticker. Froster erreicht Level 4. Perfekt für uns. Hauen noch einmal den letzten Magiepunkt raus, die Toscht. Und der Ackermann ist wieder bewusstlos. Na klasse. Und die Helga genauso. Okay. Halte mal den Gaul an. Wir kämpfen jetzt weiter gegen das Mistvieh. Oh, jetzt ist die Helga kaputt. Der hält aber was aus, der Hansel hier. Helga. Okay, du hast schon noch einen Magiepunkt. Schade, dass es bei Wiederbelebung nicht mit der Fall ist, dass die MP erhöht werden. Du hilfst wirklich nur Schlofe oder Walnuss. Gut, jetzt ist der Schutzaura wenigstens wieder am Arsch. Und Helgas Zauberlevel ist gesticker. Elektra erreicht Level 2. Perfekt. Als drohende Wetter. Gretel, hau nochmal dein... Oh, Mann. Scheiße, Mann. Okay, jetzt haben wir so gut wie alle Lebenswasser erledigt. Aber Helga... Mach nochmal drauf. Ich glaube, jetzt bringt's richtig was. Na, okay. Hat sich erledigt. Mann, Mann, Mann. Das war ein ziemlicher Kampf gerade. Elender Glutbulle. Mann, 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 Mann. Aber wir sehen, es ist wichtiger denn je Zauber zu skillen, weil auf Level 2 hat Elektra schon über 200 Schade gemacht. Und weiter geht's. Bogenorb erhalten. Okay. Schön. Jetzt wird die Musik doch schon noch viel entspannter. Achtung, was lebt hier? Motto. Ich bin Laterna. Der König hat mich als Sklavin missbraucht. Er hat mich gezwungen, die ganze Insel in Gold zu verwandeln. Nimm mich mit. Das Böse muss aufgehalten werden. Laterna schließt sich an.
Sehr schön. Einfach mit dem goldenen oder ja, kupferne mit grüne Flamme. Hat auch was. Wobei ich weiße Flamme auch schön gefunden hätte hier. Oder so hellblaue Flamme hätte auch sehr gut gepasst. Kraft des Samens erhalten. Ausgezeichnet. Okay. Jetzt sehen wir wieder. Helga hat Nocturne und Gretel hat Laterna. Laterna hat die Lichtklinge für uns, das Laser-Inferno, ein sehr wichtiger Zauber. Und das Energieschild, ach, äußerst praktisch, weil Energieschild absorbiert Energie und man ist kurzzeitig unverwundbar. Also das ist schon ach, äußerst praktisch. Das absorbiert eine gewisse Anzahl von Schade. Und je höher, desto mehr. Und desto länger natürlich auch. Von daher, Laterna hat äußerst praktische Zauber für uns parat. Und die sollten wir definitiv nicht schmähen. Okay, sehr schön. Ich habe schon befürchtet noch, weil ich es nämlich so auf dem Schirm gehabt habe, dass du eventuell noch ein Level over drüber ist. Aber der Glutbulle, meine Herren, der hat es echt schon in sich gehabt als Endboss. Ja, ich mag gerne immer Nachtbleiber. Und ich würde in der Goldküste auch gerne noch ein paar Ausrüstungsgegenstände kaufen, weil die doch hier ziemlich nützlich sind, die Teile. So, Spielstand mag ich auf jeden Fall speichern. Wunderbar. Da können wir eigentlich hier wieder direkt zu den Schicksalsberge zurückkehren. Und können wir mal gucken, ob der Meister, der Seher mittlerweile da ist. Der Herr Luna, der super Typ. Nee, Quatsch, das war bei Bertie. Und der Bogen ist jetzt nicht so wichtig. Ich finde, der kann jetzt auch noch ein bisschen warten, bis wir dann wieder im nächsten Schwung mit upgraden. Da war das. Okay, jetzt möchte ich nochmal gucken. Wie sieht's dann aus? Wer trägt was? Ackermann hat noch das Elfendiadem. Die Entenkappe wäre oder sowas wäre ziemlich cool. Ringe haben sie alle, der aktuelle. Und Dämonenweste trägt nur er. Okay, der Ackermann braucht einen neuen Helm und die anderen zwei brauchen eine neue Rüstung. Zuerst will ich aber ganz gerne mein Inventar nochmal aufstocken. Weil da haben wir definitiv echt viel verloren. So. Und noch einmal. Okay, wunderschön. Dann Schokolade brauchen wir noch weiter. Heieiei. Okay, das haben wir. Der Feuerring. Der Aura-Ring ist schwächer. Dämonenweste können sie leider nicht tragen. Tulpenjacke kann das Mädel leider auch nicht tragen. Aber ich glaube, die Dämonenweste ist doch besser. 7500 Pickelhaube oder hier Drachenhelm. Ich glaube, der Drachenhelm wäre für den Ackermann definitiv die bessere Sache. Nee, lass mal. Jetzt ziehen wir uns nochmal um. Von 38 auf 66. Das ist doch schon mal echt was. Und dann wüsste ich ganz gern, ob ich auf die 30.000 komme, wenn die jetzt ihr Zeichtor auszieht. Ihren Zauberumhang, damit wir den auch verkaufen können. Weil wenn man dann auf die Preise kommt, dann wäre das schon nicht schlecht. Quatsch, ich wollte auf Verkaufen zuerst. Genau. Verkaufe werde ich auf jeden Fall ganz gern mal das Elfen-Diadem. Bräuchte man noch 20.000. Und wie schaut's aus? Nee, das kriegen wir nicht hier. Nur 20.000 kriegen wir nur für das Ding. Nee, das ist schade. Dann sind wir etwas in Geldnot gerade. Für die richtig gute Sache. Na egal, es wird noch wieder bessere kommen, würde ich sagen. Dann kriegen die Mädels als nächstes ein Upgrade. Und dann schauen wir mal. Also erstmal wieder Kohle sammeln. Also jede Menge Gegner eliminieren. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, glaube ich, würde ich sagen. Damit wir viel Kohle sammeln können. Okay, so viel dazu. Und ich glaube, dort war es im Süden oder so. Aber ich gucke vorsichtshalber nochmal nach. So. Also die Farbwahl ist hier vom Emulator echt nicht so toll. Ach ja. Genau. So im Südwesten müsste das sein.
So. Und da ist es wieder. Jawohl. Und dann hier runter wieder. Wunderbar. Dann müssen wir wieder auf den Berg klettern. Huiuiuiui. Also jetzt ziehen wir schon echt ordentlich was ab, würde ich sagen. Komm schon. Zack. Und ich würde außerdem sagen, Neva Waffe-Level können wir das jetzt auch nutzen, die Passage, um Gold zu sammeln von unseren Gegnern. Und wir können auch noch ein bisschen den Nocturne hochpumpen. Oh, ich glaube, da hat uns wohl ein Ausrüstungsgegenstand vor der Traumtulpe geschützt. Weil mittlerweile macht es uns ja offensichtlich was aus, wenn wir den Zauber abkriegen. Und zwischendurch war es ja mal so, dass es uns das eigentlich nichts ausgemacht hat. Traumtulpe und Energiesog haben sie gemacht. So. So seid ihr also drauf. Und was ist da in der Kiste? Bitte nichts Böses. Na, scheiße. Gerade so überlebt. Ja, lecko mio. Gretel. Ich bräuchte mal da so Wässerler. Und sehr schön. 732 bringt das schon. Nicht schlecht, Herr Specht. 242 bei der scheiß Wespe eben abgezwackt. Mit M normaler Schlag. Okay, du kannst erstmal Laterna verwenden. Weil das ist auf jeden Fall sehr wichtig, würde ich sagen. Und du kannst nur gleich hinterher so einen Nocturnjager. Hades-Granaten und Laser-Inferno sind drauf. 360 insgesamt. Die Mischung aus Licht oder beziehungsweise Tag und Nacht beziehungsweise Licht und Schatten. Nicht schlecht. Zack. Und hoppala. Nix do Traumtulpe Level 5, du Mistvieh. Schon ist es geplatzt. Gut, Mädels, die selbe Kombi aus Licht und Schatten hätte ich ganz gern auf das Gülleküke gewirkt. Wow, scheiße, das verbraucht 8 MP. Also Laterna ist nicht gerade billig. Ich würde aber auch sagen, das können wir eigentlich auch verwenden, weil das levelt Laterna ja auch auf und verbraucht bei weitem nicht so viel MP. Und Hades-Granaten nochmal drauf. Level 0. Also Nocturne hätte ich schon ganz gern 8 höher aufgelevelt. Bin ich ganz ehrlich. Weil Nocturne kann auf jeden Fall nicht schaden. Das Laser-Inferno Gewittererleit, das ist ja echt schweineteuer. Hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Magieschild. Und, vor dem Zauber hat es uns jetzt nicht bewahrt. Aber vor normaler Angriffe müsste uns eigentlich recht gut bewahren. So. Und da brauchen wir die Peitsche. Dann machen wir dann. Da ist er. Zack. Und auf die Wefts. Und rüber mit uns. Kann ich die Peitsche genauso gut rausgerüstet lassen, finde ich. Und ja, sehr schön. Schön gemacht auch hier. Mit dem Tal, mit den Wäldern, mit den Flüssen, die unten noch fließen. Also das finde ich auf jeden Fall echt schön gemacht. Man darf hier echt nicht vergessen, dass das älteste Spiel ist, glaube ich, was ich bisher so gespielt habe. Was von 1993 ist. Also von all deiner Super Nintendo Klassiker ist das eigentlich echt das älteste Spiel. Insofern darf man echt nicht vergessen. Und ich finde, für die Möglichkeiten von 1993 ist das echt großartig. Okay. Jetzt haben wir alle nochmal Level 39 erreicht. Ziehen somit sowieso noch ein bisschen mehr ab. Und, jawohl. Und, jupp, sehr schön. Der ist auch hinüber. Der verfault auch 3 Mal und 4 Mal. 5 Mal.
Ja, 6-mal verfault, das hält am besten, würde ich sagen. Ach man, jetzt kommen wir zwar nicht mit zu der Truhe runter, aber so what. Oh doch, das Energieschild hat offensichtlich doch den Zauber geblockt. Haha. Motto. Dann klatscht nochmal Hades-Granaten drauf. Jawohl, Helgas Zauberlevel ist gestiegen. Nocturne erreicht Level 1. Das hört man doch gern. Und klatsch. Auf der Wärsching drauf. Und dann gehen wir jetzt nochmal durch zum Seher. Gut, da können wir jetzt aber wieder die Lanze ausrüsten. Und wie schaut's aus, Ranul? Hauen ab, der Meister ist nicht da. Nee! Meister Luna ist zum Mondpalast geflogen. Der Palast schwimmt im kosmischen Meer am Ende von der Wüste El Sandala. Na gut. Wenn dem so ist, dann müssen wir halt dort hingehen. Das ist das Letzte, was wir heute noch machen, würde ich sagen. Beim ersten Mal weiß ich noch ganz genau, da habe ich statt kosmisches Meer komisches Meer gelesen. Und seitdem ist es für mich immer das komische Meer. Moment, da ist die Winterinsel. Wo war dann nochmal El Sandala? Da haben wir es doch. Da ist das komische Meer. Und da sollte Mondpalast sein. Okay. Können wir da landen im komischen Meer? Im Tempel können wir auch nicht landen. Aber vielleicht können wir vor der Haustür hier landen. Sieht so aus, ja. Hier liegen überall Sterne. Scheint mal richtig zu sein. Terrorente ist erledigt. Dann machen wir vorher noch hier die Gegner platt, damit wir ein gutes Aufmarschgebiet haben für die nächste Episode, würde ich sagen. Ich mag nämlich nicht von komischen Bombenkürbisse und von Terrorente fertig gemacht wäre. Wenn ich die nächste Episode anfange. Alter, hat er gerade Kürbisse gekackt, als er da hier marschiert ist. Fertig das Vieh. Und unser Energieschild hat offenbar immer noch gewirkt, weil es hat immer dieses Bling-Geräusch gemacht. Alla hopp. Dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig, wo es dann zum komischen Meer geht. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.